Shalom Aleichem, ich bin Sarah Rochel Schechter. Und ich bin Idi Jochnowitz. Seid begrüßt in unser Kochprogramm Essgesinntheit. Lekuvit im Jontef Schwiees will mir wasen, wie zu machen 2 Minen Käsekirchen, einen traditionellen mitteleuropäischen und einen veganischen. Der vegane Käsekuchen wird haben Schokolade. Oh, klingt sehr gut. Ist die erste Sache, was wir wollen tun, wir haben zerteilt Eier, Weißlach und Gelachlach. In die Gelachlach, was wir machen 4 Eier, wollen wir reintun 1,5 Teppich Farmerkäse. Weil wir kennt es gefunden im Geschäft, kommt es in so eine Kletzelach. Wir wollen machen 1,5 von die Kletzelach, reintun, reinbrocken in die Gelachlach. 1,5 von dem zweiten Kletzel. Es mischt ein bisschen mit einem hölzernen Löffel. Tut rein 2 Löffel Zucker, 2 Löffel ausgequetschter Limonensaft. Mischt es gut aus mit einem Löffel. Jetzt mischt es aus mit einem elektrischen Mischer per Melach. Noch ein 3 Minuten, wenn es schön glattig ist, könnt ihr aufstellen in der Maschine. Und jetzt kannst du sehen, wie man macht mit dem Mehl. Ja. Wir wollen ein Drittel Teppel schön durchgesippte Mehl. Wenn wir das Fahren sippen wollen, gewinnt zu viel, wollen wir das meisten noch sippen. Das ist ein Drittel Teppel. Ein Sachmehl wird fallen auf den Teller, aber das macht nicht aus. So etwas wie ein Drittel Teppich. Ja. Sehr schön. Es ist sehr puchig, nicht zu viel Mehl. Ja, ist rein in der Gelachlach. Und jetzt rein einen halben Löffel Backpuder, einen halben Löffel Salz. Und mischt, das könnt ihr mischen mit der Hand. Mischt, bis ihr könnt mehr nicht sehen kein Mehl. Und jetzt, ihr seht, man sieht nicht mehr kein Klumpen. Das ist schon great. Jetzt gehen wir ausmischen die 4 Weißlach mit einem elektrischen Mischer. Und bei Schaas Mainze wird Yves reinschütten 3 Löffel Zucker. Noch eine 4 Minuten, wenn sie wird schnell oder piano, ist ihr sehen, dass sie wird kematsteif, aber nicht den ganzen. Also wisst ihr, es ist das richtige Mehlgefühl. Ihr wollt sein vorsichtig mit der Weißlach, aber zuerst nehmt ein Viertel von dem, mischt es heran, wie gewöhnlich. Darf sich nicht schrecken. Das macht das Teig ein bisschen weicher, man kann besser falten. Mehr Luft. Luftig, ja. Puchig. Und jetzt, der Rest tut an ein paar Melach. Beschmiert ein kaltes Fendel von einer 8 oder 9 Inches mit Bitter und sehr paar Melach falten wir daran den Teig. Es geht daran pinket. Jetzt gehen wir reinstellen dem Tort in den Ofen, aber früher lassen wir herausnehmen unser erstes Ingredient für einen veganer Käsekuchen, eine Kokosnuss. Dem Ofen haben wir schon ungewärmt auf 350 Grad. Den Kokosnuss könnt ihr anwärmen in Oven
15 Minuten, eine halbe Stunde oder im Ganzen nicht. Es macht es ein bisschen geringer zu öffnen, wenn man backt es auf 15 Minuten, eine halbe Stunde. Eine Kokosnuss hat 3 Grieblich von oben. Die 3 Grieblich sind ein bisschen weicher und dort können wir machen die Löcher. Jetzt wird davon ein Schraubenzieher und ein Hammer. Man hat euch ein Machschier, was ist speziell für Öffnen einer frischen Kokosnuss. Und das habe ich auf Peisach, weil Peisachzeit mache ich eine Sache. mit Kokosnuss. Durch ein Jahr kann ich sich begehen mit Schraubenzieher. Das ist halten von mir fest, scheuer. Machst die Löcher. Und gießt ab das Kokosnusswasser. Kokosnusswasser ist jetzt sehr in der Mode. Es hat eine Sache Kalium und Phosphor und Magnesium und andere gesinnte Mineralien. Besser wie Gatorade. Ein Glas will ich. Ich will davon. Oh, jetzt haben wir gefunden, einen saftigen. Ja, aber ich habe gemeint, dass Kokosnussmilch ist weiß. Von der Kokosnuss hat man 2 Maschkes. Das Kokosnusswasser, was ist schön inwendig in einem reinen Kokosnuss. Ja. Und von dem Fruchtfleisch von dem Kokosnuss wollen wir machen Parve Milch. Das ist Kokosnussmilch. Das wird sein weiß. Ja, das wird sein weiß und sehr reich und sehr Geschmack. Und wir werden das trinken später, wenn es kühlt sich ab ein bisschen. Okay. Dem Kokosnuss will ich einwickeln in ein Handtuch. Soll nicht machen zu viel sticklich und brecklich mit herum. Und hey! I never. Auf unsere Sonne. Ja. Was? Schmeckt sehr gut. Das ist frische Kokosnuss. Das ist was ist ungewahrt. Davon schmeckt es so gut. Und die Stücklich Fruchtfleisch nimmt man ab von dem Schalachs. Das Fruchtfleisch hat ein bisschen einen braunen Heitel. Wenn man gewollt machen, eine Kokosnussmilch, was ist sehr, sehr weiß, zu machen, einen weißen Käsekuchen, wollten wir abgeschält dem Heitel. Aber müssen wir einen Schokoladenkäsekuchen, macht es nicht aus. Ja. Die Stücklich Fruchtfleisch molz ab in einer Speismaschine und die Stücklich Schalachs, die von denen, was haben einen Kaminenstieb, jetzt geht sie Kokosnuss Schalachs zum Holz, macht ein Schöne Reich. Ja. Gut. Jetzt ist noch ein bisschen Anti. Und mischt es dann erst 2 Minuten. noch ein klein bisschen noch. Ja, klein bisschen. Sehr schön. Also das Fruchtfleisch ist schon sehr gut abgemahlen. Zieh es heran in eine große Schüssel. Und begieß mit der Teppel heißes Wasser.
Löffel Wasser, das ist nicht so heiß. Und mit die Hand solltet massagieren dem Kokosnuss 80 Mal. 80 Mal? Was ist 80 Mal? Das ist ein Minig von Thailand. Ah. Das Mal wollen wir nutzen nur die Milch von dem Kokosnuss, aber das Fleisch können wir verfrieren und später machen von dem Torten und Makaronen und Saftgeschmack Sachen. Marzipanen, auf einem kommenden Kapitel wollen wir das nutzen. Ich habe schon massagiert dem Kokosnuss 80 Mal, gehe ich durchsippen die Milch. Zu der Milch gibt sie 12 Onzen, das heißt 450 Gramm bittersüß Schokolade. Das ist 3 Tabletten mit der Hälfte von Noblesse Schokolade. Ja, wir nutzen Schmetterlings von Schweiz. Es ist Kuschel Peisig in Parde. Jetzt gehen wir zum Oven. Dem Schokolade mit dem Kokosnuss stelle ich auf heiß kochendes Wasser, soll sie gehen. Derweil es bleibt noch ein Ingredient. Das ist Agar. Das ist ein vegetarisch-veganer Gelatin gemacht von Yamgros. Als man kauft in Mark Kogel oder andere kuschere Gelatinen, ist das gewöhnlich Agar. Wir können es finden in Gesindspeiskromen. Zu 1 Löffel Agar gibt sie 4 Löffel Wasser oder 2 Löffel Wasser und 2 Löffel Rum oder Pesachzeit Schlibowitz. Und kocht, bis die Stücklich Agar sollen sie gehen. Der Schokolade ist schon zugegangen und der Agar ist schon zugegangen euch. Gießt ein dem Agar in dem Schokolade. Und dem Schokolade-Agar-Gemisch gießt ab in die Bäckerlech. Und die Bäckerlech legt rein in Lodownie 3-4 Stunden, sie sollen sich vergliedern. Der Käsekuchen hat sich schon gebacken, 30 Minuten. Lass mal sehen, wieso ist das etwas. Oh, guck wie puchig. Schön. Und es schockelt sich noch ein bisschen, das ist perfekt. Nu, es ist Tag noch nicht schwer, aber lass mich sich lassen, wo gehen. Was nicht? Ja. I get you on to think. Wir hoffen, dass ihr da nur gehört. Gedenkt, esst gesinnte Hände.